US-Regierung verhängt wegen Menschenrechtsverletzungen im Umgang mit der Minderheit der Uiguren neue Sanktionen gegen China. Betroffen von den Maßnahmen sind chinesische Biotechnologie- und Überwachungsfirmen, darunter die Akademie für Militärmedizinische Wissenschaften und deren 11 Forschungsinstitute. Die Einrichtungen und Unternehmen werden künftig auf einer Sanktionsliste geführt, ihre Geschäftsbeziehungen zu US-Partnern werden strengen Kontrollen unterliegen. Die Sprecherin des Weißen Hauses Jen Psaki äußerte sich bezüglich der Angebote Russlands an die USA und die NATO und sagte, dass die USA an der Sicherheit und den Grundwerten Europas festhalten werde. Der Rat der uigurischen Gelehrten kritisiert China aufgrund der massiven Unterdrückung in Ostturkestan. Der Präsident des Rates Şahyar sagte in Istanbul, dass Ostturkestan seit 72 Jahren unterdrückt und assimiliert wird. Außerdem sei das uigurische Volk einem Genozid ausgeliefert. 93% der angefragten französischen Fischfanglizenzen wurden von der britischen Regierung ausgestellt. Die verbleibenden 73 Lizenzen will Frankreich nun gerichtlich einklagen. Seit dem Brexit dürfen französische Fischer nur noch mit Lizenz in britischen Gewässern fischen. Der usbekische Präsident Mirziyoyev war in Südkorea zu Besuch und traf seinen Amtskollegen. Besprochen wurden gemeinsame Verträge. Nächstes Jahr werden die diplomatischen Beziehungen beider Länder 30 Jahre alt, betonte Moon, und dann wird eine neue Seite eröffnet. Russland geht weiter strikt gegen die ausländischen Technikkonzerne vor. So verhängte ein Gericht in Moskau am Donnerstag Geldstrafen gegen Twitter, Facebook und TikTok. Grund dafür soll die Nichtlöschung unzulässiger Inhalte sein. Experten der Vereinten Nationen haben Marokko dazu aufgerufen, den Uiguren Idris Hassan nicht an China auszuliefern, insbesondere weil China massiv die Menschenrechte verletzt.